kannst ruhig essen. Ich erkläre mal kurz, wer du bist. Ja, okay, mach das erstmal. Ich esse gerne. Tanja Brockmann, eine schöne junge Dame, die... du bist Ex-Kollegin vom Express. Du hast mal für den Express gearbeitet. Du studierst auch noch. Und du bist mal so nebenbei noch auf dem Playboy-Cover. Einfach mal so. Ja. Du kannst auch erstmal runterschlucken. Ich möchte ja nicht unhöflich. Und gute Manieren. Ja, hat mit die junge vollem Dame Mund auch spricht noch. man ja nicht, ja. Finde ich super. Zumindest nicht im Fernsehen. Zu Hause ja. Aber okay, andere Sache. Ja, das war fast alles richtig. Ich bin eigentlich schon fertig mit meinem Studium. Du bist schon fertig mit deinem Studium? Ja, ich bin gerade fertig geworden. Dann herzlichen Glückwunsch dazu. Das ist ja Dankeschön. Du bist auf dem Playboy-Cover. Mhm. Ja, richtig. Und Kuchen schmeckt übrigens sehr lecker. Das freut mich. Ja. Das freut mich. Den Gästen muss es hier gut gehen. Ne? Nee, ich habe noch nicht probiert. Okay. Ich mache das gleich. Dann freu dich drauf. Wir wollen uns natürlich mal angucken, was du da fabriziert hast. Aber vorher haben wir da eine kleine Überraschung von unseren Jungs. Ein Gruß von unseren Jungs aus der Technik. Die haben, ich finde es wirklich großartig, die haben das Foto vom Playboy-Cover einfach mal nachgestellt. Okay, alles klar. Dann ich bin das. Also das so, ne? Er soll mich darstellen. Ich bin das nicht, aber er soll... Der junge Herr in der roten Jacke. Also normalerweise auf dem Playboy-Cover, ja. Wer hat denn am meisten Potenzial so meine Position, von den Jungs? Ne? Und, hat da jemand, wo du sagst, der hat richtig Potenzial? Aber ich musste gerade, ehrlich gesagt, das ist schon sehr gut gemacht, aber ich musste schon kurz nachdenken. Aber gut. Nee, schon schön. Haben sie gut gemacht, die Jungs, ja. Also eigentlich hier, das ist dann meine Position. Da so, bin ja dann eigentlich dich natürlich ich. Ne? Auch mal an. Wenn das einmal weitergeht. Aber warte, du hast ja gefragt, wer am meisten Potenzial hat. Ja, eigentlich alle, ne? Das sieht sehr gut aus. Hier, er auch mit seinen Haaren schön gerade gestreckt, ne? Und auch die Finger wirklich richtig ganz genau positioniert. Wirklich sehr schön. Aber auch hier vorne, sehr schön. Auch er hier, ganz toll. Und er ganz schön sinnlich mit dem Mund, wirklich super. Hat sehr großes Potenzial. Also, ja. Also Jungs, ihr habt Talent und ihr könnt auch eine andere Karriere nochmal weiterführen. Und hier das Original und hier sieht man dich natürlich jetzt. Ganz rechts. Ja, genau. Ja. Da bin ich völlig unzensiert. Völlig unzensiert. Im Fernsehen darf man es zeigen. In der Zeitung war ja auch, ne? Aber nicht überall. Es durfte nicht jede Zeitung zeigen. Also manchmal waren ja auch Sternchen drauf, ne? Wie ist gut, das? Ich meine... wir sind da offen. Wir sind nicht so konservativ. Jetzt bist du plötzlich auf dem Cover von Playboy. Alle können dieses Cover sehen. Alle können dieses Cover kaufen. Du bist in den Medien präsent, nackt. Wie ist das? Ja, scheißegal, geil. Oder, also okay. Im Playboy zu erscheinen war ja wirklich schon lange mein Traum. Also von daher finde ich das eigentlich jetzt ganz schön. Es ist ein schönes Gefühl. Also ich komme damit wirklich sehr gut klar. Es ist natürlich auch immer so, wie reagiert die Außenwelt, ne? Wie hat die denn bisher reagiert? Also es ist ja erst seit gestern wirklich offiziell und jetzt geht es halt richtig los mit Interviews und so weiter und so fort. Also, aber bisher muss ich sagen, haben meine Mitmenschen und Freunde sehr positiv reagiert. Aber natürlich, je mehr ich irgendwie zu sehen bin oder je mehr man von mir hört, ne? Also es gibt halt dann auch immer schlechte Haare, klar. Und wie gehst du dann damit um? Hat sich schon mal jemand bei dir gemeldet und gesagt, okay, finde ich hier richtig scheiße, was machst du da, was soll das? Ja, so jetzt nicht. Also ich habe absolut kein Problem mit Kritik. Gar nicht. Wenn einer etwas nicht gut findet, kann er mir das natürlich gerne sagen und ich nehme die Kritik auch an. Aber so Kommentare wie, ja, total scheiße und zeigst jetzt eben deine Titten, das finde ich total bescheuert. Also da weiß ich nicht, was das soll. Sowas gibt's auch, ja, aber das finde ich einfach total blöd. Da weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Die Personen kann ich auch gar nicht ernst nehmen, ehrlich gesagt. Also da sage ich auch nicht viel zu. Eigentlich nichts ignorieren und weitermachen am besten. Ja.
Ja, und du bist ja auch, wie schon gesagt, in den ganzen Medien vertreten. Auch unter anderem hast du gestern deine Express-Kollegen, deine ehemaligen, besucht. Und die haben da eine ganz schöne Schlagzeile rausgehauen. Die haben nämlich geschrieben, du magst Sex in der Uni. Richtig, das haben sie geschrieben. Aber ich hatte noch nie Sex in der Uni, deswegen kann ich ja nichts zu sagen. Das sollte eigentlich eher so eine Empfehlung sein. Ich wurde ja gefragt, wo kann man denn noch so Sex haben? Weil ich im Playboy-Interview ja schon gesagt habe, ja, an der Fachschaft vorbei, Treppe runter, hinten links, ne? Aber das war einfach nur so dahergesponnen. Ich weiß gar nicht, ob dieser Ort wirklich existiert, weil ich fand die Frage so bescheuert und dann habe ich mir einfach irgendwas ausgedacht und das wurde dann halt so fortgeführt. Also es sollte wirklich nur so eine Empfehlung sein, ja, da könnte man vielleicht mal Sex haben, ist ein guter Ort oder vielleicht auch im Rheinpark, weil man so schön auf den Dom gucken kann, aber ich hatte da noch nie Sex und auch nicht in der Uni, also ja, da hat man mich vielleicht nicht so richtig verstanden oder naja, gut, aber jetzt ist es ja klargestellt. Hattest du denn schon mal an einem ungewöhnlichen Ort Sex? Ja, auch nicht, dass ich wüsste. Also, ich müsste dann jetzt echt nochmal nachdenken. Nein, eigentlich nicht. Bist du genauso konservativ wie Judith und ich, die gesagt haben, sie würden nicht nackt auf einer Insel rumlaufen? Also, ich bin wirklich, auch wenn ich, ja gut, ich bin jetzt auf dem Playboy-Cover nackt. Ja, ich war auch gestern nackt auf der Titelseite, nee, heute wurde es ja gedruckt. Ich war auch heute nackt auf der Titelseite vom Express. Ja gut, es ist natürlich auch jetzt so ein bisschen trashig, ne? Aber ich würde eigentlich schon sagen, dass ich auch so ein bisschen konservativ bin. Am liebsten habe ich Sex in meinem Bett. Und ja, und Sex ist mir auch nicht so wichtig. Natürlich, es spielt schon auch eine Rolle, aber ja, es wird natürlich auch immer darüber gesprochen und das noch ein bisschen intensiviert. Weißt du, was ich meine? Jetzt gerade, wenn man sich auch nackt zeigt und Playboy-Sex, ja. Dann dreht sich plötzlich alles nur noch um Sex. Ja, alle wollen dann was zum Thema Sex hören. Wo hattest du schon Sex? Wie wichtig ist der Sex? Und sie hatte da und da Sex. Nervt das denn? Ja, ein bisschen schon. Aber ich meine, klar, damit muss man auch rechnen. Ja. Also, sicher. Aber ein bisschen nervt es auch, ja, klar.